Is something the matter? I don't know. It's like something's giving me the heebie-jeebies. You too, huh? The what? I don't... Whoa! That cry. Kabir, hurry! Look! It's Feral! Then let's take care of it. Wir rennen jetzt erstmal in den Stall und ich will hier ein bisschen was anpassen. Anpassen. Also wir haben 12 Monstis. Zeig mal her. Kann man da irgendwen wegschicken? Wie sehe ich denn? Irgendwie kann man doch hier sehen, wie der taugt. So irgendwie, ja? Weißt du? Nicht? Ah, genau. Der hat einen Stern, der da nicht. Ich würde den... Ja, also, okay, das ist kompliziert hier. Also, wieso kann ich den nicht freilassen? Weiß ich nicht. Was ist mit dem da? Der hat einen Stern und der da oben auch. Kann ich den da freilassen? Ich meine, ja, guck. Da frei. Ich schenke dir die Freiheit. So, ich will aber eigentlich Gruppe ändern, genau. Also, ich würde sagen, ihn da, hallo? Ihn da tausche ich aus durch, nee, Moment. Ah, jetzt, pass auf. Genau, nein. Tauschen, entfernen mit Y. Achso, er ist jetzt im Team. Ja, warum? Achso, da ist er ja, die 2. Ich dachte, der kommt dann da hoch, weißt du so? Ihr seht ja meine Maus gar nicht. Ah, okay. Ja, manche Sachen mache ich gerne mit Maus und manche gerne mit Controller. Okay, dann machen wir hier. Also, so. Ich hätte ihn gern drin, den Chatacabra. Also zuallererst mal, es ist ganz logisch. Ich mag den Königslutrot lieber natürlich als den grünen Plesioth, auch wenn das natürlich doof ist, weil die Stats sagen natürlich, nimm dir besser den Plesioth, aber habe ich keinen Bock drauf, will ich nicht, so. Und dann würde ich gerne den Yankutku tauschen durch, ich muss das anders machen. Ah, okay, ja, durch, so, dass da der Fliegemann ist. Okay. Jetzt habe ich aber 2 starke, 2 Technik, 3 Technik sogar und einen schnell. So. Okay, jetzt habe ich 3 Level 1 Monster. Wir müssen jetzt ein bisschen leveln gehen. Aber zuerst gehen wir hier an den Schirmständer und gehen speichern. Denn speichern ist wichtig, ihr Leute. Neuer Tag, neues Glück. Unter anderem seht ihr oben das Autospeicher-Ding. Da habe ich eben kurz schon angefangen. Und es ist mir abgestürzt. Mal wieder. Und damit bin ich wohl auch nicht alleine. Aber es ist ja noch eine Demo. Capcom wird doch sicherlich kein Spiel releasen, was technisch nicht auf der Höhe ist. Niemals. Und vor allen Dingen nicht ein Spiel aus einer ihrer wichtigsten Marken. Die sind immer auf der technischen Höhe. Höher geht's ja gar nicht mehr. Das war Ironie. Also, nur falls Capcom-Mitarbeiter zugucken, das war Ironie. Ich beobachte euch, Capcom. Und ich kann euch jetzt schon mal sagen, es ist wahrscheinlich das erste Mal, dass eine Erweiterung für das Mainline Monster Hunter angekündigt wurde, also eine G-Rank-Erweiterung. Und das erste, was ich mir gedacht habe, war, das kaufe ich mir nicht zu Release. Da warte ich mal schön ab, wie die Technik ist. Das macht man nicht nochmal. Ja, ja.
Ist ja auch egal. Wir spielen hier Monster Hunter Stories. Und weil wir Monster Hunter Stories spielen, wollen wir auch mal die Story ein bisschen vorwärts bringen, ja? Gut. Sehe ich genauso wie ihr, hoffe ich doch. Wäre ein guter Platz für ein Lager. Willst du mich veräppeln? Wir sind direkt vom Stadttor. Wir müssen jetzt erstmal... Oh, da drüben gibt's was. Oh, da gibt's auch was. Wir müssen jetzt erstmal hier sammeln. Wir sind hier in Monster Hunter. Sammeln. Oh ja. Na, kommst du her? Wo kriege ich denn das Dingens da? Da ist es. Guck mal hier. So. Kann ich einfach durchs Wasser durchflitzen? Jawohl. Ein schlankes Horn. Ein schlankes Horn. Ich bräuchte mal ein paar Opfer. Da. Ein Kelby? Kelby? Hallo Kelby. Kelby will nicht. Okay. So. Den haben wir mal erschreckt. Den Aptonoten. Aptonote werden Kraft oder Technik angreifen. Auf keinen Fall Schnelligkeit. Ich sag mal Technik, deshalb greife ich hier mit Kraft an. So, ich hau da einfach. Profunde Wetter. Die dürften wahrscheinlich zack, zack. Mann, bin ich gut. Alter, Junge. Ist ja gut jetzt. Yes. Lass es doch mal wenigstens atmen. Mann. Okay, alles klar. Dankeschön. Haben wir gut gemacht. Wir haben es halt einfach drauf, ne? So. Wir müssen noch ein bisschen kämpfen. Oh, ein Aptonot im Wasser. Warte, ich rette dich mit einem Erstschlag. Wir müssen die noch ein bisschen... Ich hau einfach... Oh, 3 Stück. Ich hau einfach irgendwo drauf. Das ist mir jetzt... Also das ist ja so ein kleines Gegröße, sag ich mal, ne? Die werden nicht viel aushalten. Ja, das ne. Die haben eine ganze Runde ausgehalten. Ich nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil. Die abwarten. So, aber jetzt aber, okay. Ja, ich will, wir machen jetzt schon ein bisschen weiter Story grundsätzlich, aber ich will erstmal eine Monstis ein bisschen aufleveln. Man weiß ja, gegen was man da kämpfen muss, da weiß man halt eben nicht, ne? Das ist ja, so. Also gibt es hier viele Scharmetterlinge hier. Scharmetterlinge, ja. Die ist ja schlimmer wie Navi. Es hört sich auch noch so an. Hey, listen. Ja, nix listen. Bleib du, hier. Ich will dich kämpfen. Ich will dich kämpfen. Und die gehen alle auf mich. Kann ich auch sowas wie blocken oder so? Im Ernst jetzt, das sind die Attacken von meinem Schwert. Okay, Schwächungsschläger, Kraftbeschichtung. Ja, komm, ich tue mich... Huch, was war denn das jetzt? Kraftangriff? Was ist denn das hier? Achso. Ja, die werden mit Technik angreifen. Ich mache hier einfach aufladen. Ja, ich kriege jetzt ordentlich eins reingeballert. Das weiß ich, sofern sie die Runde überleben natürlich. Also ich mache jetzt nichts außer aufladen, ne? Oh, der steht nicht mehr auf, oder? Ja, hätte mich auch gewundert. Oh, Moment, der pennt. Atmet sich für Angriffe, doch die Verteidigung wird verringert. Fügt Gegner relativ zum erlittenen Schaden Waffenelementschaden zu. Verbraucht Ladungsbalken und erfordert Stufe 3. Bist du irre? Dann mach mal lieber das hier. Ja, da, komm. Da drauf. Ordentlich drauf. Ich glaube, das war's schon. Ja. Also, ja, es ist jetzt hier so kleines Gewackel hier, weißt du? Das ist ja nix. Okay, also ich stelle gerade fest, dass die Waffe, so cool sie ja aussieht, definitiv, aber so ungeeignet ist er auch gerade für mich. Weil du brauchst Stufe 3, bis du mal was machen kannst. Das ist viel. So. Moment. Ich muss... wie kann ich denn... Ich hab vergessen. Was ist jetzt los? Hä? Was? Wo kommt der her? Und warum? Okay, die greifen mit Geschwindigkeit an, das ist ganz klar. Also auf mit Technik. So, ich werde erstmal meinen Balken aufladen. Und da erstmal die kleinen Mobs wegmopsen.
Jawohl, ja. Sehr schön. Oh, er pennt. Das ging schnell. Hey, wieso gehen die denn alle auf mein Monsti? So, einer ist weg. Ein kleiner. Und er schön auf den schlafenden Gegner drauf. Wunderbar. So, auch hier wieder ich gegen dich. Was? So. Das war ein Velocipray, ja? Also jetzt hätten wir noch einen Velocidrome. Verhält sich seltsam. So, der wird jetzt der geht auf Schnelligkeit, der geht jetzt wahrscheinlich auf Technik, das heißt, ich mache Kraft. Oder? Mann, ich hab's mir irgendwie nicht gemerkt. Hat der schon eine rote Nase? Guck mal, dem haben wir schon ordentlich eine draufgegeben, jetzt hat er schon eine rote Nase. So. Wieso habe ich denn nur einen Balken? Ich dachte, ich habe 2. Ja, keine Ahnung. Moment. Ich muss die Waffe wechseln. So, erstmal schwerer Schaden am Monsterteil verringert werden. Ja, keine Ahnung. Ich nehme den da. Das muss ordentlich hämmern. Und dann noch schön auf den Kopf. Schön auf den Kopf. Nix da. Hey. Guck mal, so wie die zuhaut, da wird nicht mehr viel übrig bleiben, behaupte ich jetzt einfach mal. Zack. Ja, auch noch. Jawohl, ja, Teil gebrochen. Der hat aber noch, guck mal, der hat noch halbe Energie. Ja, was ist denn da los? Sagen wir mal gerade nochmal, oder? Ach, der Kopf ist schon gebrochen. Und den Körper könntest du mit einer Klingenwaffe. Ja, dann machen wir das doch, oder? Kraftangriff auf den Körper. So, mit einem schönen Thunfisch. So, ich glaube, der steht nicht mehr auf. Gucke. Der wird da jetzt liegen bleiben. Ich würde es ihm jedenfalls empfehlen. Bleib einfach liegen. Das ist wunderbar. 351. Nicht schlecht, oder? Nice. Das ist japanisch und heißt, ich hätte gern ein Kaltspeise. Da ist noch einer. Was stehst denn du so blöde rum? Komm. Wir müssen ein bisschen leveln. Dann machen wir ja mit der... Jesus, was geht denn hier ab? Dann machen wir mit der Story... Wieso gehen die alle auf mich? Dann machen wir ja mit der Story weiter. So, dann würde ich einfach mal sagen, okay, dann kann ich zumindest einen angreifen. Hast du gesehen, hä? Hast du das gesehen? Ja, das war nix, ne? So, jetzt kriegst... Ach komm, einfach hier irgendwo drauf. Das ist hier nur... Kleines Gelümmel. Der fällt um. Wisst ihr? Hab ich doch gesagt. Und jetzt hier... Zack, der fällt auch um. Den blase ich um. Guck. Hast du gesehen? Dann habe ich umgeblasen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Mann, bin ich gut. So, wunderschön. Wunderschön. Okay, alles klar. Unsere Monstis sind auf Level 4. Wir müssen ja mal irgendwie... Ist das... Okay. Ist das da ein Monster? Komm, wenn da schon ein Monsterbau ist, dann gehen wir natürlich rein, ne? Das ist ganz klar. Bisschen Zeugs haben wir, sind sogar Hasis. Guck mal her, ich bräuchte... Dass das mal ein bisschen flotter hier geht. So. Ja, noch ein bisschen Honig. Dann noch ein bisschen Pilze. Und da irgendwo ist das Nest. Ein mäßig starkes Lutrot-Ei. Na, noch eins. Mäßig starkes. Gibt's sowas, kann ich nicht leiden. Weiter geht's. Komm, einer geht noch. Eine Scylla. Ja, das nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. Da ist ein Frosch. Also so ein Krötenvieh. Wie sieht es eigentlich da hinten aus? Ist er nicht da, der Monstertier? Okay, alles klar. So, meine Monstis sind auf Stufe 6. Da lässt sich mitarbeiten, sag ich mal.
Wie kann ich denn das... Ah, hier, ja. Ich hab schon länger nicht mehr gespielt. Ihr merkt es. So. Der liegt mal schön auf dem Boden. Ist vielleicht eine dumme Idee, mit einem Feuermonster anzugreifen. Habe ich mir gerade so gedacht. Die werden wahrscheinlich auf Kraft gehen. Also brauche ich Schnelligkeit. Schnelligkeit ist eher. Let's go. Und ich gehe auf auch Schnelligkeit, aber ich werde auch mal meine Waffe wechseln. Guck hier. Einem Gegner. Pass auf. Wir machen das so. Fügt allen Gegnern Schaden zu. Ja, dann schaden wir mal einfach allen Gegnern. Alle Gegnern Schaden ist immer gut. Zack, siehst du? Ui, das hat sogar richtig... Wie viel halten die aus? Echt jetzt? Wie viel halten die aus? Das ist ja Wahnsinn. Okay, ich bleibe bei meiner Schnelligkeit und ich bleibe bei meiner Mega-Attacke. Die fand ich eigentlich recht gut. Da muss doch jetzt mal so langsam jemand umfallen. Aha, hier. Jetzt hat. Sehr schön. Okay. Was ist hier los? D. Was D? Ja, einfach weiter drauf. Hier. Zack, fertig. Sehr schön. Guti. On to the next. Was bringen eigentlich die Punkte? Also je mehr Punkte, desto höhere Bewertung am Schluss. Okay, da ist ein Puggi. Hallöle, Puggi. Komm in meine Puggi-Stubi. Ich wollte eigentlich dahin gehen. Ein Splitterfisch. Soll man noch? Ah, ich wollte eigentlich gerade... hab ich mir zu spät... Nun ja, habe ich zu spät gedingsbumst. So, nee. Wir machen genauso wie eben. Wir machen die ganze Zeit das da, weil das ballert halt überall rein. Das finde ich eigentlich gut. Junge, der kriegt aber ordentlich... Ach so, ja, das sind ja Wassermonster. Und, ey, stimmt, Rathalos ist auch ein Eismonster. Ist jetzt vielleicht nicht die beste Wahl. Habe ich gerade so... Komm mal her, Rathalos. Ja, Monster ist weg. Alles klar. Und... Ja, nee, komm. Zack. Einfach nochmal mitten rein, statt dran vorbei. Ja, das krieg ich hin, Junge. Achso, ich bin ja gar nicht. So, siehst du, einer platt, 2 übrig. Sehr gut. Au. Junge, die hauen aber jetzt wirklich ordentlich schon rein. Ich meine, 40 Schaden, das ist... This is not from bad parents. Okay? Hau mal. Zack, Synchronansturm. Und jetzt gibt's mit dem Hammer auf die Waffe. Auf die Wammer. Ein Hammer auf die Wammer-Waffel. Okay? So. Hat jetzt jeder mal geschubst, ja? 289. Das habe ich schon mal besser gesehen. Heute sogar, glaube ich. So, guck mal hier. So, Wunderbärchen. Wie sieht's denn bei unseren Monstern aus? Nett, doch Stufe 8. Na, mit 8 lässt sich was anfangen. Ja. Na. Ich habe ehrlich gesagt gar keinen Bock auf euch. Deshalb gehe ich jetzt da rein. Ich will noch ein paar Eier klauen. Beziehungsweise noch ein paar Items klauen. Weil vielleicht kriegen wir auch so unsere Monster hochgelevelt. Also ja, so ab Level 9 machen wir die Story weiter. Wir müssen ja auch noch erstmal hingehen, wo wir hinwollen. Da wird man unterwegs auch noch ein mäßig stark. Da geht noch. Komm her, komm, puttel was Schönes aus. Mäßig stark, Velocithrome. Na, gibt's das schon mal gar nicht. Na, gibt's das nicht. Ach komm. Ah, das sieht doch gut aus. Ja, gut. Okay. Ja, ich gehe ja schon. Komm, auf geht's. Wir gucken mal nach hinten. Daneben aus dem Gebüsch kommt er als. Aber heute nicht. Heute kommt er nicht aus dem Gebüsch. Da, guck. Stufe 9. Was ist mit Dingensbummens? Der ist nicht Stufe 9, oder was? Das war komisch. So, jetzt mal gucken. Oh, da hinten müssen wir hin. Junge, da würde ich mal sagen. Was?
Ach so, das ist die Fahne. Ey, guck mal, wir sind... Da wollten wir hin, oder? Warte. Wir müssen hier einen filmreifen Auftritt hinlegen, weißt du? Hey! Und das bedeutet... Wir müssen da hinfliegen, ne? Damit das cool... Oh, da oben ist ein goldene. Sehen, guck. Filmreifer Auftritt. Ich weiß. This should do it. Everything okay? One second. Is something the matter? I don't know. It's like something's giving me the heebie-jeebies. Heebie-jeebies. You too, huh? The what? Ja, es I don't. ist so ein Frauending, glaube ich. Was? Oha! Das ist ein Räudiger. Nee, wie heißt das wieder? Ein wilder Räudiger? Ich habe keine Ahnung. Will er bestimmt gleich sagen. Ah, unbändig. Wild, räudig, unbändig. Hauptsache Spanien. Was weiß ich. So, auf geht's. Also, Feuermonster. Wäre eventuell meine Eiswaffe nicht so ganz gut. Okay, ein unbändiger Jankutku. Und die kristallisierten Teile unterscheiden sich von denen des Shatacabra. Time to go. Wie gehabt, brechen wir die kristallisierten Teile und bringen ihn zu Boden. Okay, ich bräuchte ein Wassermonster. Da hätte ich doch was. Da habe ich doch was anzubieten. Und Jankutku... Ich würde sagen Geschwindigkeit oder Technik. Ich schätze Technik eher. Weil so schnell ist er dann auch nicht. Also Technik. Und gut gegen Technik ist Kraft. Also eigentlich ist mein alter Lude hier, wie ich ihn ja freundlich nenne, der ist schon ziemlich cool, ne? So. Ich behaupte, Jankutku macht Technik und deshalb Kraftangriff. Und ich wechsel, sag ich mal kurz her. Hammer wäre nicht schlecht. Okay. Sollen wir ihr helfen beim Schweiftrennen? Das ist eigentlich eine gute Idee. Machen wir. So. Okay. So, jetzt muss ich aufpassen, wenn er angreift, was er für eine Attacke macht. Gar keine. Oh. Oha, der geht auf mich. Okay, jetzt muss ich aber wirklich... Ich hoffe jetzt, dass das stimmt, sonst kriege ich jetzt ordentlich eine reingebrannt. Und ich gehe wieder auf den Schweif. Warte mal, habe ich irgendwas verpasst? Der hat doch... Okay, der verhält sich seltsam. Macht er jetzt das? Die kristallisierten Teile werden aktiv. Seht euch nur die Unmengen an Pulver an. Na, Pulver. Es scheint, als würde er nicht wie ein Shatacabra kontern. Finde heraus, wann und wie er angreift. Ach ja, stimmt. Man hat ja... Eigentlich war das ziemlich dumm, was ich gemacht habe. Ich meine, es hat jetzt funktioniert. Aber beim Shatacabra war es ja so, wenn du die kristallisierten Teile angegriffen hast, dann hast du eine zurückgewamscht gekriegt. Automatisch, so rum. Und ich gehe ja die ganze Zeit auf den Schweif. Find raus, wann und wie er angreift. Ja, hart. Junge, guck dir mal. Okay, ich werde mal... Laber nicht. Ich weiß genau, dass ich... Ich habe keinen Trank. Ja gut, dann muss halt das es tun. So, dann muss halt das es tun. So. Okay. Er geht jetzt auf Schnelligkeit? Okay, gut zu wissen. Gut zu wissen, er geht auf Schnelligkeit. Dann gehe ich natürlich auf Technik. Denn ich bin der Technik-Nick. Und der Schwanz ist gebrochen. Brechenbonus, Fähigkeiten geschwächt. Ist er jetzt schon gebrochen, wenn das da steht? Ich habe keine Ahnung, ich schaue einfach nochmal drauf. Ich will auch, gibt ja auch was. Rückschlag mit Gift. Ah, oh! Oh, anscheinend benutzt der Jankutku Gegenangriffe anders als der Shatacabra. Jedes Monster hat seine Eigenheiten. Wir finden besser heraus, wann es sich nicht wehrt. Ja, wahrscheinlich, es wehrt sich dann nicht mehr, wenn du die Stacheln wegmachst. Dieses Gift ist wirklich unangenehm.
Man kann aber jedes Gift mit Gegengiften heilen. Ja, danke. Habe ich ein Gegengift? Bin mir nicht sicher. Habe ich ein Gegengift? Don't push yourself. Toxischer Salto. Au! Wieso immer auf mich? Bin voll unschuldig. Okay, jetzt brauche ich auch kein Gegengift mehr. Erst rein. So, so, der ist noch auf Speed, ich noch auf Technik. Sehr gut. Dann pass auf. Dann werde ich jetzt, weil er gerade nicht auf mich geht, werde ich aufladen. Okay, der ist immer noch auf Speed. Der Jan Kutku ist auf Speed. Er taumelt. Gut gemacht. So. Okay, Feuer wird jetzt nicht so viel. Was now? So, jetzt ich. Pass auf. Hier, ein Wuthieb. Wappnet sich für Angriffe, doch die Verteidigung wird verringert. Das fügt Gegner relativ zum erlittenen Schaden Waffenelementschaden zu. Verbraucht Ladungsbalken. Alter, das ist jetzt... Moment, gegen wen geht er denn gerade? Das konnte ich mir doch irgendwie anzeigen lassen, oder? Wie ging das nochmal? ZR. So. Aha, er geht gegen... Also, nee. So, er geht noch gegen gar keinen. Gut, dann mache ich einfach einen normalen Hieb. Aber, sehe ich das gerade richtig? Also das da heißt ja gebrochen, hoffe ich doch mal, und nicht nur angeknackst, oder? Es fehlen nur die Flügel, da brauche ich Pfeile. Da würde ich sagen, ich wechsle auf den Bogen. Hohe Chance auf einen kritischen Treffer. Kraftbeschichtung, ja, ich muss natürlich einen Schuss machen. So, ich gehe auf die Flügel. So. Habe ich mir noch keinen gescheiten Bogen gekauft? Oh je, das ist nicht gut. Hätte man vielleicht mal machen sollen, weil der wird jetzt eher so... Naja, komm. Ging so. So, jetzt hat er da. So. Okay, jetzt ist er wieder, macht er wieder sein Gifting. Oh, sehr schön. Der kleine Lude. Ah! Ich auch right on. Moment. Grundlagen des Bogens. Danke. Diese durchschlagende Waffe kann mit Hilfe von Beschichtungen anormalen Status und Schwächungen bewirken, weshalb sie besonders gut darin ist, Gegner im Kampf zu schwächen. Wusstet ihr übrigens, wie der Plural von Status ist? Habe ich da gerade an Stati gehört? Falsch. Die Mehrzahl von Status ist Status. So, habt ihr wieder was gelernt. Beschichtungen können mit einer Beschichtungsfähigkeit auf normale Angriffe und Fähigkeiten angewendet werden. Ladungsbalken, ach ja stimmt, hat er auch noch, füllt sich, wenn nach der Anwendung einer Beschichtung Angriffe durchgeführt werden. Füllt sich nach Siegen in Konfrontationen noch stärker. Gut. So, der geht gerade auf mich, sehe ich das richtig. Aber... Ready? Bindfähig, dann werden wir ihn mal ordentlich binden, oder? Den binden wir jetzt eine rein. So, und ich hätte gerne hier auf das Flügelchen, ja? Okay. Salto-Spritzer. Da bin ich gespannt. Okay, ja. Okay, der war... Er war jetzt mehr... Er hat imposanter ausgesehen, als er eigentlich war. Leider. Was bedeutet bei ihr dieses 1? Ach so, die hat einen anderen Bindungsstein. Ach so, und dann ist auch das Icon anders. Das ist ja interessant. Das wusste ich jetzt halt nicht. So, ich mach mal Angriffsschwäche-Beschichtung. Der Angriff minus belegt und dem Gegner... Ich mach mal Angriff minus Beschichtung drauf. Und dann... gehe ich wieder auf die Flügel. Wobei eigentlich sollte ich besser wieder auf den Schweif gehen. Weil... Keine Ahnung, eigentlich haben wir ja alles gebrochen. Moment. Ein Teil gebrochen? Ich dachte, das wäre alles schon... Okay. Wir haben die kristallisierten Teile zerbrochen. Zeit drauf zu hauen. Okay. Wie, der kann sich nicht bewegen. Der bewegt sich ziemlich viel, wenn du mich fragst. So, jetzt passt mal kurz auf.
Jetzt ist wieder ganz. Also ich würde sagen, ich nehme jetzt wieder mein Schwertchen und hau ihm aufs Schweifchen. Okay? Und zwar mit einem Wuthieb, weil er nämlich mich auch gerade anvisiert. Also, gucken wir mal. Yeah. Now's your chance! Now! Jetzt gerade eben, wo er mich eigentlich angreifen sollte, fällt er um. Der Lulu. Der Lulu? Er weiß, was ich meine. This won't do it! Ja, es hat schon sich rentiert, aber We'll take them okay, down! das hat sich rentiert, aber mal so richtig. Moment, ich habe jetzt zweimal zugehauen? Ach so, wahrscheinlich, weil ich habe ja, also die Attacke ist ja, das ist so ein Konter-Move. Wenn er dich angreift, während du am Aufladen bist, dann kannst du mit ordentlich Zeugs kontern, okay? Okay, also der ist ziemlich fertig, sehe ich gerade. Ich würde sagen, hauen wir weiter aufs Schwänzel? Nee, ist noch ganz. Nee, der hat, eigentlich sollte alles gebrochen sein. Gucke. Ja gut, dann einfach rufende Wetter. Ich glaube, der wird jetzt die Runde zumindest nochmal gut auf die Nase kriegen. Wenn er so, ich glaube, das überlebt der nicht mehr, oder? Ich meine, einen haben wir noch, oder? Nee. Okay, dann haben wir jetzt einen. Zack. Egal. Weg damit. Der ist fertig. Ah. Also, wenn er das überlebt, dann weiß ich auch nicht. Der hat ja nur noch einen Pixel Energie. Right! Ja, komm, also. Das sieht schon minimal imposanter aus, als das, was der Ludwig gemacht hat. So. Nice teamwork! Yeah, Ja. Ja. well done! Ich hätte nie gedacht, dass ihr es schaffen würdet, ein unbändiges Monster auszumanövrieren. Ranger sind wirklich beeindruckend. My Dankeschön. thanks. Eure Worte ehren uns, Lady Eleanor. Huh? Hä? Ein unbändiges Monster, das seine hässliche Fratze so nah am Schloss blicken lässt? Ja, es ist ungewöhnlich. Am besten untersuchen wir die Gegend. Lasst uns hier ein Lager aufschlagen. Und dann nehmen sie ein Lager und dann so BÄM! Sorry. Nun denn, wollen wir uns einen Plan überlegen? Was für ein Plan? Wie man... Alter, das Ding hat sogar einen Schornstein. Das ist kein Camping, das ist Clamping. Glamping von Glamour, weißt du? Ja, okay, komm. Meine Güte, was für ein wundervolles Lager. Und, was genau machen die Ranger hier? Ja, lagern, schätze ich, oder? Was immer für die Ausführung unserer Pflichten notwendig ist. Schlafen und essen. Es gibt einen Ort zum Ausbrüten von Eiern und sogar einen Händler. Oh ja, tatsächlich. Im Lager lässt sich auch super die Zeit totschlagen, wenn die danach ist. Er schläft, ich hab's gewusst. So. Lager können aufgebaut werden, nachdem du ein unbändiges Monster erlegt hast. In Lagern sind die folgenden Aktionen möglich. Verwende Einrichtungen wie die Stallungen oder Ranger-Kantine. Unterhalte dich mit den anderen Well Rangern. done! Hier gibt's sogar eine Küche. Ich bin eine ziemlich gute Köchin, solltet ihr wissen. Vielleicht koche ich etwas für alle. Yes! Oh Mann, ich kann es kaum erwarten, Ellis Hausmannskost zu verdrücken. So, gehen wir schnell zurück ins Lager. Sorry, sie ist die Prinzessin, die kann ich nicht Ellie nennen. Ellie ist ein... Da nennst du einen Elefant. Gibt's ein ganzes Lied drüber. Ne, das war Nelly. Ach, egal. Ihr wisst, was ich meine. So, kocht sie uns jetzt was oder wie? Oh, tatsächlich. All diese Rezepte sollten machbar sein. Also such dir einfach aus, worauf du Lust hast. So, Ranger-Kantine. Du kannst Zutaten verwenden, um in der Ranger-Kantine eine Mahlzeit zuzubereiten, die nach dem Verzehr temporäre Stärkungen verleiht. Anleitung. Wähle Fleisch, Fisch, Gemüse oder Getreide. Wähle zusätzliche Zutaten, die du hinzufügen willst. Optional. Jede Essenskategorie bietet einzigartige Effekte. Indem man zusätzliche Zutaten verwendet, können diese Effekte verstärkt werden. Fleisch beeinflusst den Angriff, Fisch beeinflusst die Verteidigung, Gemüse beeinflusst Felderkundungen und Getreide beeinflusst die Charakterentwicklung. Aha. Indem du Rezepte findest, kannst du die Anzahl der verfügbaren I Mahlzeiten only use erhöhen. the freshest produce. Lass mich doch mal ausreden. Rezepte können beim Handelsplatz erworben, als Belohnung für den Abschluss von Quests erhalten oder an anderen Orten gefunden werden. So, was haben wir denn Feines? Also ich kann hier ganz viel Zeugs bauen.
Fleischgerichte, Fischgerichte. Die Erfahrung im Kampf. Also das. So gern, also so lecker dieses Brot sieht aus wie ein Weizenmischbrot. So lecker. Sorry, aber da kommt der Bäcker in mir durch. So lecker das auch aussieht. Das ist vollkommen sinnlos. Wir spielen hier die Demo. Wir sind schon. Weißt du? Wir sind schon so. So sind wir. Aber sowas von so. Ja, Level Cap ist erreicht. Also von daher bleibt ja nur mehr Objekte. Ich würde sagen, Startausdauer oder TP. Ich sage, Verteidigung ist gut. Wie ohne zusätzliche Zutaten. Habe ich noch irgendwie? Nee, ich nehme das da. Ja, okay, ich habe scheinbar nicht mehr, oder? Zutaten bestätigen. Mit diesen Zutaten. Ja, ich mache ja schon. Jetzt musst du aber auch mal. Okay. Okay. Bon appetit! Looks tasty. Ja, aber, also, dieses mit looks tasty finde ich eigentlich nicht. Also, der sieht mir schon sehr garstig aus, dieser Fisch. So, ein einfaches Gericht, bei dem Fisch über einer heißen Flamme gegrillt wird. Durch die großen Schuppen wird das Fleisch im Inneren gedünstet und bekommt eine zarte Textur. Das will ich doch hoffen. Aber das Salz sieht gut aus. Immerhin. Eine köstliche Kombi aus Cola-Aroma und fluffigem Fisch. Gutes Cola-Aroma. Das sind quasi Röstaromen noch ein bisschen länger drin gelassen. Leckeres Cola-Aroma. Feeling good. Ja. Diese Maleffekte sind jetzt aktiv. Erhöht die maximalen TP. Oh, Der neue Geschmack stärkt dich. Die folgenden Werte haben sich erhöht. Neuer Geschmacksbonus Verteidigung. Dankeschön. I think I speak for all of us when I say thank you for your help with our numerous requests, Lady Eleanor. Ja, I'd say we're past that. Just Eleanor is fine. Eleanor. Eleanor. Ich nenne sie Eleanor. Das A ist stumm. Ne? Gut. Oh, right. Then thank you, Eleanor. Siehst du, sie sagt auch Eleanor. Das A ist quasi stumm. Und das E auch. Eleanor. You're very welcome. But I am the one who should be thanking you. You have been so generous with your knowledge. Ich meine, es ist, glaube ich, jetzt schon zu spät. Das Spiel ist quasi schon fast draußen, aber ich finde die deutschen Untertitel nicht gut. Ich meine, und ich habe zu danken. Was sie gesagt hatte, ist, also sinngemäß haben sie es gut übersetzt. Aber die haben das ja böse zusammengekürzt. Also finde ich jetzt nicht so, also da hätte durchaus noch ein bisschen was hingepasst, Thanks to bisschen you, mehr. I've seen firsthand how rangers operate. I intend to care for monsters in the very same fashion when I return home. Wenn du zurückkehrst. Wenn deine Leute uns angreifen. Okay, haben wir uns verstanden? Ja, gut. Vermeil has several endangered species of its own for me to look after. Although, the situation there is far more precarious. Okay, es ist also wirklich so in Vermeil, dass es denen halt wirklich gerade dreckig geht. Also ernsthaft jetzt. Und also wenn das nicht nur irgendwie dumm Gelaber war oder sowas, dann geht's halt dreckig. Dann kann ich halt auch verstehen, dass sie sagen, ey, für unser Überleben greifen wir, also bevor wir ausgerottet werden oder verhungern, greifen wir lieber die Nachbarn an, um denen das Essen zu klauen. Dann kann ich das eventuell schon verstehen. So. What do you mean? Ja genau, what do you mean? On clear Oha. days, our kingdom is met not by sunshine, but by stark white fragments of stone raining down on us from above. Okay. It's as beautiful as the driven snow, but its effects are catastrophic. We call it the Death Drift. It has devastated our fields, leaving many of our people homeless and starving in its wake.
Malnourished children cry with hunger, and riders are unable to provide for or protect their dear companions. How awful. Only one hope remains to us, the Sacrosanctum, beyond the Meridian. Have you heard of the Sacrosanctum? Nee, ich hab's nur gehört in der Zwischensequenz, wo der Gesandte von euch drüber geredet hat, dass er hin will, aber scheinbar wurde da wohl eine Abmachung mit unserem Königreich getroffen oder so, dass wir da halt eben nicht hingehen und die in Ruhe lassen oder so? I've heard the tales, of course. 200 years ago, back when our two kingdoms were one. It was... Yes. Ah, jetzt habe ich so so they unterbrochen, say. siehst du? Then Ja. violent civil war broke out. The kingdom split. Lives were lost in droves, and the castle fell to ruin. I can hardly imagine our nations as one, even back then. These days we clash like territorial monsters. That's for certain. Findest du das witzig, dass wir uns bekämpfen oder was? Which brings me to what we expressed at our conference. Her Majesty deeply wishes to reclaim the Sacrosanctum for Vermeil. I understand, but we've made a covenant with the Wyverians. We cannot break it under any Das- circumstances. Genau, das habe ich gemeint. Es besteht da wohl ein Pakt mit denen, ein Nicht-Angriffspakt. Ja, ich weiß, Nicht-Angriffspakte sind da, um gebrochen zu werden, aber ja. The lands beyond the Meridian were declared forbidden ground. We've sworn never to set foot there again. I understand Azuria's insistence on honoring the covenant. I really do. But my people have been driven into a corner, and the point of no return is looming before us. Also auch hier wieder, das ist genau das, was ich meine. Ne? Ihr Volk wird sterben. Wenn sie nicht, so wie sie sagt zumindest, ne? Wenn sie nicht woanders hingehen. Es ist halt dann einfach... Es ist einfach nicht einfach. Du kannst nicht hingehen und sagen, Pakt ist Pakt. Versprochen ist versprochen, wird nicht gebrochen. Ja, dann stirbt halt dein Volk. Mein Gott, das macht doch nichts. Die paar Millionen. Also, das ist schwierig, ne? Mann, man nennt es übrigens Politik. Okay. I got involved without knowing a single thing. Das ist, weißt du, I got involved without knowing a single thing. Ich wurde damit reingezogen, ohne auch nur irgendetwas davon zu wissen. Und übersetzt haben sie es sinngemäß, hätte ich das bei den Verhandlungsgesprächen gewusst. Ich finde, das ist nicht gut übersetzt. Weil, was es sagt, ist, ich hatte keine Ahnung davon. Und was die deutsche Übersetzung draus macht, ist, ich hatte keine Ahnung davon. Also, wenn ich, ne, die deutsche Übersetzung macht draus, wenn ich da was gewusst hätte, hätte ich euch geholfen. Das hat sie nie gesagt. Sie sagt im Englischen nicht, ich hätte euch geholfen. Sie sagt, ich hatte keine Ahnung. Naja, What was that? okay. Ja, habe ich doch gerade erklärt, Mann, Frau. I had no idea what Vermeil was going through. Made no attempt to even try to understand. So how do you acknowledge your investment in our plight? You could have done something. Is that it? Die... Sorry, aber es ist genau das, was ich gesagt habe. Okay. No, that's not what I... Oha. I don't mean for my words to come across as unkind. In fact, I fear you and I are in similar positions. I thought your king an evil despot, with no care for our hardships. I believed your people to be callous and unfeeling. Und trotzdem hast du dich dem Volk dann ausgeliefert, von dem du dachtest, das ist gemein und skrupelloser. Okay, die muss wirklich, also, für ihr Volk da sein. Sonst hätte sie sich nie im Leben ausgeliefert. Wait, really? Really? But all that changed the moment we spoke. I was ignorant of your situation, not opposed to it. In that, I think we're the same. Die ist quasi
statt einfach das zu glauben, was er durch zweite oder dritte oder andere zugetragen kriegt, ist er quasi hingegangen und hat die Leute direkt gefragt. Das ist immer eine sehr gute Idee. Wenn du weißt, von wem es kommt, geh doch hin und frag direkt oder red direkt mit denen. I can't Oh. tell you how happy I am to hear that. Likewise. And if you wouldn't mind, I'd love to learn more about the Rangers. I take it the first step involves eggs? Maybe, baby. That's right. We care for the eggs of endangered species and then return them to the wild. But it's not exactly easy. The process is threatened by what we call invasive monsters. They endanger the ecosystem by trying to take over another's territory. Invasive. And I suppose it's your duty to reclaim this territory then? In a sense, yes. Would you mind terribly if I gave you a hand with that particular process? Not at all. Let's see. Okay, das war jetzt... Okay. Moment, das war jetzt ziemlich sinnlos, jetzt das automatische Ding anzuschalten. Jetzt muss ich ja doch wieder vorlesen. So, ja, es tut mir leid, ich habe gerade nicht mitgelesen, es tut mir leid. Allerdings sind invasive Monster sehr vorsichtige Kreaturen und erscheinen nur nachts. Okay, das erscheint mir neu, ja. Warten wir den Sonnenuntergang ab und beginnen dann mit unseren Ermittlungen. Okay, wir warten jetzt mal schön den Sonnenuntergang ab, okay?